kurz hunn de Feierdeeg fëlle ma vun der Automotoshow ich awer nach Mat an Welt vum Auto hoelen, an eich 3 neue Modeller präsentéieren. An dëser Automotoshow wär d Parkhaus zu déi verdeng bei verschiedene Wederkonditionen als se beste Frend. A wäre froh, dats mir den C1 vu Citroën an de Fokusklipper vu Ford hunn Diften hei filmen. Fenng mor am Parkhaus man C1 vu Citroën nun. Den C1 dats der perfekte Gefeer fir se an der Städe rëm ze dreiwen, a verspricht doch die rengste Fred van de Tronrem Stadt geht. Städer seg Natur, dat se Citroën iwwer die neii zweet Generationun vun ihrem C1. Mat senger Griest schenkt de klenge Franzous of wie gemerk ze sinn fir die alldeeglich kleng Sorti. Op belo de Motto an Suspensioun déi schlanke Flitzer och gut ënnerstëtzen, dat guck mal lomoll. Fi runzefänke wëlle mal lomoll die neien C1 vu Citroën vu Basen an Liicht setzen. A hunn Franzose nämlich viel Zäit erleft investiert, weil se och der Menung sinn, dats de Käfer vun eng klenge Stadtflitzer net nëmmen e Bëllien wie eure Schickenauto fuhren. Für Citroën soll den Auto, den an der Stadt zirkuliert, auch den Auto vun Haut sinn. A well auch de Gu vun Autoklion verschieden ass, gëtt niewen engem flotte jugendliche Basisdesign och op eng Breetpalet vun Individualisierungsmöglichkeiten gebaut. Aufgesi vun engem frechen, zweefärbe Lackierungsdesign hält Citroën auch nach fir die Genien. Den Heiriwer will de Ras goen an de Wand an den Hoher wild mat kree. Den C1 mat elektrischem Falter und op dem Numm Airscape am Programm. Mat senger Viechterfass an der flotter Kreatioun vu fichte Luchten, die den Ingenieure vu Citroën gut gelungen ass, präsentéiert sich de klenge Franzous och als eng Persönlichkeit. Mat senger Leng vun 3,47 m, senger Breet mat de Säitespiegel vun 1,83 m, an senger Heicht vun 1,46 m. Passt es ein Auto mat senge Feierplätzen och genee richtig an Konzept vun der Stade hat. Wir hatten noch Chance für Citroën den Topmodell, den 1,2 Liter PureTech mit der Stärke von 82 PS zur Verfügung gestellt zu kriegen. Mit dem man auch so richtig an der Stadt an denen enge Gassen sich sehr pure Spaß kann produzieren. Für diese kleine Benziner war am Stop and Go der spontane Sprung noch viel. Kein Problem, so wie das Licht surfen am Fuß am flüssigen Verkehr Kraft immer proper rübergebracht wird. Den nächsten und zweiten Gang von am ganzen 5 Gang wird noch heute so beigedrohen. Der Drehzahl auch genau an der richtigen Fenster lädt, 460 Newtonmeter stark Drehmomente zu produzieren. Das Avrelo von diesem 1,2 Liter 3-Zylinder Motor keine Aventuren zu erwarten sind, da das auch mir klar. Wir werden Lomeng den C1 wäre immer perfekt für an der Stadt zu kutschieren, als im falschen Weg. Weil Spaß genug hatte ich mit meinem Kameramann, dem Sam, auch auf der Landstraße. Eine gute Investition, und zwar von der Seite von Citroën, war auch der proper Überschaffen von der Suspension. Mit der Lesung, dass der Reck vom Passagier gut für verschiedene Sorten von Macadam geschützt wird. Der neue C1 fühlt sich deutlich mehr komfortabel wie sein Vorgänger. Auch am Interieur präsentiert sich die kleine Franzose ein bisschen als ein ausgefallenes Flottgefühl, wobei ein eisenroten Auto die Weißfarbe auf verschiedenen Plätzen rausgestacht wird, sowie auch sein speziellen Tacho für eine leuchtende Grundstimmung sorgt. Der Platz an der ersten Reihe riecht gut aus, und an den dran für 2 Plätzen ganz akzeptabel. Bei einer Autoslänge von 3,47 m, also kam mit mehr wie 196 bis 780 Liter das Volumen von der Malz zu überbieten. Und zum Schluss, das hat auch alle Chauffeur interessiert, den Spritverbrauch. Unser Testauto mit 1,2 Liter 3-Zylinder Benzinsmotor an seinen 82 PS, den in Frankreich als 3- oder 5-jährig produziert wird, bietet Fred an Spritzigkeit, sticht auch durch eine effiziente Spritspuren-Technologie auf 4. Mit einem Verbrauch von zwischen 4,8 und 5,2 Liter auf 100 km als den C1 von Citroën und der gute Kompagnon von den Simolenkeier für ein kleines Reis über die Schnauer will machen. Die zweite Generation von Citroën C1 das auch genau das, was in sich von einer neuen Konzeption erwartet. Auf Verbesserungen hat Citroën heute nicht gespürt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich diese Investition an der Gamme auch bezahlt ist. Dunne hëllen op der Musel den 300 vu Peugeot se Kerf se Jier 2014 an der Club. Besser gesot mit Testen der mag Peugeot hire neue Motto den 3-Zylinder Benziner.
huet Ford net fir d'éicht mat segem Downsizing 3-Zylinder Motto an der Kompaktklasse fir Schlärzelle gesuercht. Zu schubsten der kurzer Zeit Peugeot mat segem Ker aus Jahr 2014 dem 300 Orlo 1,2 Liter Turbobenziner an 3 Dëppen ënner de Kapo. Mat enger Leng vu 4,25 m setzt Peugeot mat segem 300 bewusst géint den Trend d'Auto ëmmer mi groß zu machen. An die Kompaktmossen lossen den 300 verbonnen mat tronnen Designelementer tatsächlich kompakt ausgesehen. Verprot sich Auto und eischter aufschrecken, da fën den Heim am 300 dat kompakte Gefehl, dat sich durchaus elegant präsentiert. Dat werd man schon für eng Joer a Punkto Andruck vom Interieur konnte feststellen, huet sich nach verbessert. An dem sogenannten E-Cockpit verzicht Peugeot bewusst op zuviel Knäpperchen. All Knäppchen im Tableau de Bord as verschwonnen a gëtt vun engem 9,7 Zoll Touchscreen iwwerholt. Durch das Plündere von die Knäpperchen, die jo auch nicht all der brach, gesäit de Cockpit schön opgeräumt as, schon bald bisschen zu futuristisch. Der dient sich für mich ein bisschen gesteuert huet, wär, dass die Heizung und Belüftung sich auch nimmen über den Touchscreen erstellen lassen. Eine Funktion, die jo mittags über dem Fuhre geschieht, an haier Rädchen sin Erbicht auch gemerkt hat. Ob d'Opbaue vom System Touchscreen kommen immer mehr machen. Wie für mich bei verschiedenen Funktionen muss der Chauffeur den Blick von der Straße lassen, für die gesichtete Position im Screen zu finden, und da stellt sich froh, die auch jeder für sich selber kann entscheiden. Rein subjektiv wird der Blick von der Straße aufgelenkt. Endlich Chauffeursitz Platz geholt, muss ich ein bisschen umdenken. Die Klänge wollen also wie schon beim 200 mehr noch innen platziert gehen, und gut auflesbare Instrumente allein drüber. Null vom Türenzähler dreht nicht wie bei den anderen Kollegen, mir ging den Zerr von der Auer. Den extrem kleinen Volo am Autoscooter-Stil fällt direkt an der und dreht durch einen Teil zu der leicht futuristischen Atmosphäre bei. Bei der Lederausstattung an unserem Testauto und Sitzer durch eine Bequemlichkeit und eine gute Struktur von der Sitzfläche überzeugt. Ob den hönnechten Sitzer als findest den kompakten Aufmessungen nicht viel Platz. Für 2 Kanner okay, aber für Erwurzeln nicht perfekt. Aber es muss ihn sich mal daran erinnern, wie ich ihn zu 4 Personen erwähnt war. Bei der Mal kann ich so ein quadratisch praktisch gut, aber mit einer umgelösten Rückbank können bis zu 1300 Liter verstaut gehen. Sich für diesen 300 mit seinem 1,2 Liter 3-Zylinder Turboaggregat zu entscheiden, also am Menge lernen, eine Entscheidung für die modernste Peugeot gegen eine deutsche Konkurrenz. Die 130 Pferd von dem neu entwickelten Aggregat, die über den 6-Gang Boîte galoppieren, losen noch kaum ein Wunsch abkommen. A Punkt Fuhren aus den 300 mit seinem neuen 1,2 Liter 3-Zylinder Motto mit 130 Pferd verwunderlich spritzig über den 6-Gang Boîte NRW. Sein maximal Drehmoment von 230 Nm lädt schon bei 1750 Touren und damit bringt er sich auch schon spannend 10,3 Sekunden von 0 auf 100 km an der Stunde auf Autobahnsniveau. Und hier verspricht Peugeot einen durchschnittlichen Verbrauch von 4,8 Liter auf 100 km, wo mehr aber allerdings nicht unter 6 Liter kommen. Die Suspension kann in Orlo wasdrücken. Wäre früher die französische Auto eher schwammig gefährdet, wird Peugeot bei seinem 300 einen guten Kompromiss gefunden. Über die Kurzfälle an der Straße rollt ein stramm drüber und Passagiere bleiben vom schlechten Makadam verschont. Peugeot verzichtet auf das Spielchen von den verschiedenen Fuhrwerksaufstimmungen. Und am Bereich Assistentensysteme kann Peugeot am 300 nach ein bisschen nachlegen. Den 300 ist auch von denen Autos, um denen sich muss gewinnen. Aber wenn ihn das bis an rund sich hört, dann geht ihn noch nicht mehr gerne hier. Diese neue Lever ist für mich die besten, die Peugeot bis an den Zirkus von der Kompaktklasse abgebracht wird. Und mich viel sehnisch, dass vieles besser, dass ein Kompaktgefühl, in dem in all der und Hand von seinen vielen ungewöhnlichen Details viel Frieden vorher kann und noch einen positiven Eindruck kann erleisten. Und zum Schluss bei unseren guten Wetterkonditionen, aber bei offenen Tieren am Parkhaus, der Ford Focus, dem meistverkauften Auto auf der Welt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgucken. Es läuft heute nicht so, wie wir uns das vorgestellt hätten. Das Wetter ist nicht im Rendezvous, es spielt nicht mit, sodass wir hier am Parkhaus zu dem verdient, den Ford Focus einmal in der Lupe holen.
Ford Focus als Center 2012 de meestverkäften Auto op der Welt. An Center segem Debüt am Joar 1990 goufen op 140 Marschien 12 Millioune Modeller verkäf. An am lächte Joer leng 1,1 Millioun. Aber op dem so wichtigen Däitsche Mäert krit de Fokus ginn seg stark Konkurrenz trat net so richtig trullen. Kei wonder och, dats d'Ufuerderungen an d'Wënsch vun de Bosse vu Ford of vun Ingenieuren ëmgesät gesinn. An tatsächlich die dritte Generation vum Fokus as eng konsequent däitlich iwwerschaffte Weiterentwicklung an dadurch mat engem mi sportlich aggressiven Design. Optisch huet Ford no der globaler stylistischer Spruch One Ford etliches beim Ford Focus Jahrgang 2015 changeiert. Ein Neidgesicht an den leicht verbesserten hënnechten Deel, engem Tableau de Bord, wo lo die viel Knäpperche durch den Touchscreen ersät gesinn, a fir allem de Volant, déi vun senge viele Knäpperche befreit gouf. Eng neue Aufstimmung vun der Suspension, eng verbesserte Steuerung a méie perfekten EPS a Verbindung mat vielen neuen Assistenzsystemer. So wie auch neii proper Powermotoren vu Ford kënnen nu Gebude ginn, sollen noch weiter Neikleon an Haus bringen. Hei ein klein Platz in den Telefon hinzuleen, wir hun noch heute den USB-Uschloss, hun High Platz fir können eng Flasch Gedränks hinzusetzen, a ganz kamotes Armlehn, den auch noch 4 an der Halle kann drecken. Net manner wichtig fir Ford wären Veränderungen am Interieur. Immerhin bitte Fokus e Komfort un, den iwwer dem normalen Durchschnitt lädt, an auch net kneckig und der Offer u Platz. Wie zum Beispiel an der Mal von unserem Clipper, die in dem Schofer vun 476 bis 1502 Liter Ladevolumen ubiede kann. Die Vielsitzer selber gefallen durch eng stramm a gut Passform a für allem Hannen dran, wo auch 3 Personen erburg könne gehen. Präsentiert sich viel Platz für den Kap an den Knie. A punkto Schoferposition geht es für mich nicht auszusetzen. Zum Mond, weil der Volant sich auch nach gut ajustieren lässt. Auch ein Tableau de Bord an dem Volant als opgerammt gin. Am Platz kommen Zoll Touchscreen mit verschiedene Funktionen sowie auch die neuesten Technologie des Sync 2, wohin durch sing ege Spruch eng Adress kann gehen, eng Adress von engem Restaurant, ein SMS opgehen sowie Temperatur werden wir dann noch lo probieren. Ob der Sync 2 de Kommando von der Heizung versteht, hun ich aber müssen testen. An iCook hat geklappt. Ein Kommando bitte. Klimatisierung, Temperatur 20 Grad bitte. Meinen Sie 20 Grad? Ja. Temperatur wird auf 20 Grad eingestellt. So, Lomal handelt de Volant von unserem Break, dem Ford Focus Clipper. Ënner dem Kapoloch, den no den Euro 6 Aufgasnormen nei verbesserten 2 Liter TDCi mat 150 Pferd. Ein Motto, den zu allem Moment gut op Gaspedal usprechbar ass, an so agéiert, dat en zu allem Moment Flotten erwe kann sinn. An dës stolz Leistung vun 150 Pferd kurzcht de Motto bei 370 Newtonmeter tschen 2000 an 3500 Umdrehungen an der Minute eras. An enke Keieren an op knubbelsche Strossen vermittelt Vorwerk dem Schofer souverän an sichert Gefühl. Eng komfortabel Federung, die viele wäschsticht. Heinzu könnt nach eng verbesserte Steuerung, die sich gut an exakt ufilt. Bin lofiert brauch Sprit, an do war ich überrascht. Ob den 100 Kilometer, die man nimmen, an der doch bei schlechtem Wetter konnte fuhren. Er bretzt sich fort, dass ihr Motto in viel Manner Spritliefe sucklen. Mir ich konnte mehr Spritverbrauch an dat mam Auto-Start-Stopp-System an iwwer eng normal 6-Gang-Watt von 105 Liter vis-à-vis vu 4 Liter, die vor du gëtt, bell net geliefert. Et wird schwierig gin, de Fokus vun senger weltweiter Pole Position zu stürzen. Der rundum de Globus unerkannten Design ass an de Grund sich beibehalen gin, Technik dazu aber verbessert gin. Ob lo zu Lützeburg oder bei den Operen wie zum Beispiel an Deutschland doch für den Fokus senger echter Platz recht, dat hängt von der jeweiligen Kauftradition auf. An tatsächlich Asfort die große Wurf auch gelungen. Der neue Fokus als kein einfacher Facelift mit viel mehr ganz neuen Auto. Den Orlo für allen bei seiner Leistung, seiner Dynamik an seiner Sicherheit kann punkten. Ich hoffe natürlich Spaß gemacht, für mal du Bord zu sehen. Und ich wäre froh, wenn dir die nächste Kehr Matt an dem Volant gibt sitzen
An an dem Sinn wünschen ich mat der ganze Equipe vu ProSound Media schee feier dich. Bis dann. ProSound and Media Productions.